zusammen, Landsleib bleiben, Heil und Morgen und Halleluja. Hey!
dass so viele Leute gekommen sind. Hut ab für euch alle. Dankeschön. Zum 4. Mal kommen wir auch heuer wieder zusammen. Jetzt mal kurz umfragen, wer ist heuer schon zum 4. Mal da? Meine Eltern ausgeschlossen. Die meisten, die jetzt mal arbeiten. Ja, haben da auch ein paar dabei. Freut mich natürlich. Der Erlös von der Veranstaltung geht heuer der Bildungsstätte St. Gunther. Da darf ich den Thomas Herbst recht herzlich begrüßen. So wie die Mitarbeiter und die Kinder von St. Gunther natürlich auch. Euch Gäste möchte ich natürlich auch begrüßen. Ganz besonders möchte ich begrüßen den Rosserer Stammtisch Altransberg und Umgebung. Rassige Flügelzugverein Teisnach. Unsere Presse, die Stötzl Rosi. Und alle Musikanten. Mit dabei haben wir Revade. Dann haben wir dabei 2 junge, hübsche Dirndler. Die Gruppeauftakt kommt das Vierer zu uns. Und wir spielen das Vierer. Spielen wir das Vierer. Egal was. Frau Meier kommt aber auch noch. Sommerkönig 2013, den Haastreiter Andreas. Und jetzt bin ich erst auf die gegangen. Jetzt haben wir an meine Kollegen Stanzelsänger bei Christian alias Fips. Und dann, ihr werdet auch alle auf sie schon gewartet haben, sie nennt sich selber die wandelnde Biogasanlage vom Rottal, die Meier Renate. Frau Maria. Ohne guten Zweck. Der Thomas Herbst von der Bildungsstätte St. Gunther darf auch noch 4 kommen zu uns. Thomas, du musst nicht singen, aber schmerzen darfst du jetzt. Ich freue mich, Tom Swing, liebe Musiker, liebe Gstanzlsänger, dass wir bereits zum 2. Mal in den Genuss des Musikanten Gstanzl-Treffens kommen, dass der Erlös für die Bildungsstätte St. Gunther gedacht ist. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke an Sie alle, dass Sie gekommen sind. Und ich wünsche uns allen einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Dann würde ich sagen, die übrigen Musikanten dürfen da gehen und meine Herzoglander Kollegen bleiben dann mal kurz bei mir.
Ja, zum vierten Mal haben wir jetzt einen Gstanzlsinger und Musikanten auf Felsaffe, Brot und drum sagen wir als allererstes einmal ein herzliches Grüß Gott. Ja, und ein herzliches Grüß Gott darf ich auch noch sagen, haben da wirklich so viel Leute heute zu den Gstanzlsinger auf Altransberg hergefahren. Ja, geh ab und zu geht's super, ab und zu läuft's nicht optimal. Aber schön, dass wir heute beieinander sind, sagt Renate May aus dem Rocktal. Ja, so ein Gstanzlsinger, das geht wirklich spontan. Und mich freut es auch sakrisch, dass heute zum Leid gekommen sind. Und meine lieben Leute, also ich liebe auch die Gstanzlkunst, weil's Essen und Trinken ist da immer umsonst. Ja, so gut der Daumenverein aus Teising stellt sich zu den Gstanzlsingern ein, weil wenn die einmal fortgehen, dann muss im Fernsehen nichts gescheit sein. Ja, dass du gerne aufs Gstanzlsingen gehst, ich denk mir schon durchaus, der frisst schon mal siehst und saft und siehst und wächst aber ein Bohnen und Stang raus. Ja, essen da Jungs ist gern, ja, das kann ich schon sagen. Und ein Botnädel, glaub ich, dir wirst du auch noch vertragen. Ja, von denen zwei da ist ja jeder ein zarter Bub, aber schaut's mir einmal an, das nimmt man Freibierfigur. Ja, an mir wird nicht so näher, so schaut das aus, weil ich gehör zu der Renate, was ist die wandelnde Biogasanlage und von mir gehen die Abgase hinaus. Aber dass die Renate so einen großen Hintern hat, ja, das ist gar nicht so blöd. Für Musikanten leider schon, der sagt keine Publikum nicht. Musikanten bloß ein Schneidevierer, ja, das ist unser Glück. Aber Musikanten haben Pech gehabt, ich blase zurück. Ja, Fips Renate ist meine Idealfrau, das sagt er gewiss, weil du wirst es nicht glauben, dass im Sommer oft hinter dir ein Schattig ist. Ja, es passt super zusammen, ist ja so, dass ich das auch sag. Aber bei dir hängst du dran, weil er Ratz am Press sagt. Ja, geh, und ich sag das lieber Fips, du darfst die auch einmal rasieren, dann kriegst du eine schöne Freundin, sollte nichts Schlimmes passieren. Ich übe mich als Bergsteiger, lustig tut's sein, da holt's auch für auf 3 Gipfeln und dann in Gletscherspalten rein. Ja, und ich bin kein Bergsteiger, ja, das sag ich ganz laut, aber so tief bei einer Gebirge, weil von der Renate hab ich schon lang nicht mehr eingeschaut.
hast mir schon gelangt, aber dies hast nicht gesehen, dass der Doppelpiercings Rosten anfangen. Du bist ein ganz mega lieber Fips, das sag ich dir. Du kommst mir 4 Weiher bis am Ratzle, für Sofa raus, schaut genau so, kommst mir 4. Also ich schau angeblich, weil er bis am Ratz, ja das ist fast schon Wurf, aber trotz alledem meine ich bin der Schöner von uns zwei. Ja, beim Aussingen, da heißt's mir nicht heute ein bisschen Schachmatt. Ich kann mir's aussuchen zwischen bärtig und ich kann mir's aussuchen zwischen arschglatt. Das wunderbare Vorstellungsgestandli, ja, das sag ich euch schon. Der Fips und die gehen wir wieder Robi und Trina, die bleibt jetzt da. Ja, schaut es einmal an, wie die 2 Jünglinge abhauen. Die brauchen erst ein Maß Bier, was sie sich überhaupt trauen. Aber wir haben heute besondere Gäste, das ist Pamalia, der Gang und der Stöger, die kommen vom Auerwaldradio her. Ja, der Stöger Hans ist groß und rundlich, da sag ich ja ho, steh mal auf. Da bin ich bei meiner Figur auch wieder Frau. Und der Gang ja vom Sonntagvormittag Frühschoppen, der hat jetzt ein Rehkitzel aufgezogen. Der möchte werden wie der Wolfi gerade Pfegel haben, die haben davon geflogen. So, jetzt haben wir ja grüß Gott beieinander. Renate Meier muss sich auch vorstellen, ist ganz klar. Wer mich noch kennt, wer mich noch nicht kennt, der wird mich kennenlernen. Ich komme vom Rottal raus und wenn ich mit meinem Hintern nicht daheim bin, dann erwischt das Rottal auch wieder mehr Sonne. Da sind 3 vom Rottal, da schaut mal über Kasi aus die Hand. Hier kommen wir aus Pfarrkirchen. Wir haben das Autokennzeichen PAN für Pfarrkirchen. Heißt aber auch, pass auf, Niederbayer. Wir blinken rechts und fahren links. Sehr interessant im Kreisverkehr bis sofort der Geisterfahrer. Meine Einöde heißt Wolfskugel. Da ist aber der Wolf aus, zum wie ich gekommen bin. Und die Kugel habe ich jetzt dabei. Braucht's keine Angst haben, ich kriege kein Baby. Das ist eine ausgewachsene Lebensmittelschwangerschaft. Und meine Einöde, die heißt Wolfskugel. Ja, und mein Mann, das ist der Otto. Und in Wolfskugel, das ist so abgelegen, da brauchen die Hulzer auf 5 Kilometer Navi, sonst finden sie uns gar nicht. Und der Otto war früher ein Bauer, der hat 41 Kirchen zahlen müssen, zur Rundschuld auf Webmaster, jetzt zahlt er gerade noch mich. Und wenn du einen Webmaster zu Hause hast, dann bist du nie mehr einsam. Weil du kriegst einen Laptop, ein Handy, einen Computer, bist auf Facebook und hast eine Homepage. Und Briefträger kommt auch keiner mehr vorbei. Nicht einmal für den Notstand. Du kriegst lauter E-Mails. Und wer da schreibt, das möchtest du gar nicht wissen. Nein, ich habe mir der Preis eine E-Mail geschrieben. Oder reingeschrieben, liebe Renate, wenn du schon in Wolfskugel wohnst, wirst du mir sicherlich verraten können, wie ich zu einem Wolf komme.
habe ich ihm zurückgestimmt, zieh eine nasse Hose an, die 20 Kilometer spazieren, dann kommt er schon. Macht 20 Euro, wahrscheinlich hat es hingehauen, weil letzte Woche hat er überwiesen. Ja, jetzt geht's überall an mit den Treibjagden, habt ihr schon gespannt? Jetzt sind Rehbeckzeile und Fuchsen und Fasan und Hasen, wenn wir umeinander laufen, die werden dann nach einer Treibjagd erschossen und Wildzeuge. Und am Bauern einmal ins Wirtshaus gekommen, haben die Jäger schon drin gesessen. Ja, haben die Bauern gesagt, da sitzen die Jäger in die Lumpen und draußen, da arbeiten uns die Wildzeuge Maisfelder auf. Kannst du mal eine Treibjagd machen? Ja, haben die Jäger gesagt, wir machen mal schon eine Treibjagd, aber die Bauern müssen halt die Wälzer von den Maisfeldern raustreiben. Wir dürfen uns herauskisten und dürfen uns da schießen. Ja, und am Samstag ist Treibjagd, haben sie ausgemacht. Die Bauern und die Buben, die haben die Wälzer außen drin vom Maisfeld, bum, 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 hüster, aus. Und die Jäger haben draußen gestanden mit dem Gewehr, mit dem Hund, bang, bang, bang. Na, vor mir haben die Wälzer ausgegangen und die ersten Bauern haben fürs Maisfeld ausgegeben. Peng! Hey, hat er gesagt, ja, einen Bauern erschossen, da müssen wir gleich hin, die müssen wir retten. Da sagt der andere, da redst du nicht mehr viel, weil der ist hin. Da sagt er, was hat denn der für so einen dicken Puffpickel da dran? Arsch. Da haben sie angeschaut, ja, jetzt hat er einen Geldbeutel drin von 1000 Euro hat er drin von der Bauer. Hat der andere gesagt, magst du schon teilen mit dem Geld? Hat der eine Jäger zu dem anderen gesagt, wenn du Geld brauchst, schießt du selber an. Nein, die Jäger da, wir wollen sie den Alten haben, kein Jäger da heute. So mitten an den Häusern, Stimmenjäger haben wir morgen, gell? Stimmenjäger. Die dürfen, wo die Kandidaten drin hängen, der jetzt Dorf ins Reinschauen fährst, weißt du, hast der Geisterbahn vor deiner. Weil wenn sie ein Fotoshop nicht glauben, dann die so nicht ausschauen. Ich war jetzt bei einer Wahlkampfveranstaltung, da habe ich es gar nicht kennt. Weil die haben schon die Plakate von 15 Jahren zurück wieder aufgehängt. Besonders noch ein Neuwagen, gell? Der hat schon die gleichen Plakate 15 Jahre. Aber jetzt kann er schon mindestens einen Landtag gehen, weil jetzt kann er schon richtig abgesoft sein. Wisst ihr eigentlich, wann einer ein Jäger wird? Wenn er für die Feuerwehr zu langsam und für die Musik zu blöd war. Ja, da gibt es ja viel mit den Jägern, gell? Hat der junge Jäger zum alten Jäger gesagt, Mensch, er sagt, aus dem Internet haben wir ein neues Fernglas schicken lassen, ein japanisches Nachtsichtgerät. Hat der alte Jäger gesagt, ja, das ist mein Seiten gekriegt, ich komme immer wieder zurecht damit, ich sehe alles in der Nacht, was ich sehen möchte. Da hat der junge Jäger gesagt, ich habe gestern in dein Schlafzimmer eingeschaut, da habe ich genau gesehen, wie du deine Frau geliebt hast. Und da habe ich gesagt, jetzt mein Fernglas genommen, hättest du gesehen, dass die deine, sondern nicht die meine war. Ja, und im Waldhof, wo ich schon gesagt habe, wo ich herkomme, da gibt es einen Frauenbund. Und ein Frauenbund, das haben die über so eine Jahreshauptversammlung, da sind 60 Frauen versammelt und nur ein Mann. Soweit man von einem Mann sprechen kann, das ist der Pfarrer. Denn ohne Frauenbund war der Pfarrer armer Hund. Und da kehrt er sich dann an, wie weh das dranfahren lernt, wie schlimm das Kinder haben und wie die Männer wieder besoffen von der Feuerwehr heimgekommen haben. Dann stellt er sich zum Herd zu daheim und sagt, lieber Gott, ich danke dir, dass ich im Zölibat leben darf. Und das Wichtigste vom Frauenbund, Versammlung, das ist der Ausflug. Jetzt haben die Alten gesagt, wenn sie einen Ausflug machen möchten, wir fahren nur mit, wenn wir nicht weit gehen müssen. Und wir wollten schon shoppen gehen. Wisst ihr, wo das Wort shoppen herkommt? Vom Bayerischen, weil so ist ein Plastiktitten ein Shoppen. Und die ganzen Jungen haben gesagt, schau her, da haben wir einen Prospekt, Mallorca für 99 Euro, da fliegen wir hin. Da habe ich gesagt, da müssen wir auch fliegen. Na ja, er hat gesagt, ihr schaut es auch nicht, wenn wir mal fliegen müssen. Habe ich gesagt, wir nicht, aber am Flieger.
Bis wir Nein sagen haben können, haben wir schon am Flieger drin gesessen. Haben wir eingecheckt, hat es uns eindruckt an Sitz, und über weiter haben wir gestiegen und über weiter haben wir gestiegen. Habe ich gesagt zu den Ersten, für was hast du ein Bergseil dabei? Er hat gesagt, wenn wir anstürzen, dann kann er mich anseilen im Gebirge drin. Und die zweite gesagt, du wirst ja nicht glauben, dass wir über Südtirol anstürzen. Da hätten wir mit dem Auto auch hinfahren können. Ich habe Schwimmwesten dabei. Wenn wir einstürzen, das Meer, ich kann schwimmen. Habe ich zu der dritten gesagt, was hast denn du dabei fürs Anstürzen? Ja, hat sie gesagt, ich habe Schacht einen Schuhcreme dabei, schwarz. Die Hälfte nichts, habe ich gesagt, wenn wir anstürzen. Na, vor mir rauscht das Mikrofon. Guten Tag, hat er gesagt. Ich bin euer Flugkapitän. Wir befinden uns auf 6000 Meter Flughöhe. Hat er gesagt. Ich begrüße ganz besonders den Frauenbund aus Waldhof. Hat er gesagt, ihr habt so Glück, dass wir führen habt dürfen. Bei Drachengrad 120 Meter steigen dürfen. Hat er gesagt, aber wir müssen von 6000 Meter zurück auf 4000 Meter, weil wir links außen Schlagseite haben. Und wer ist links außen gesessen? Ich. Auf einmal hat es geruckelt und gerumpelt an dem Flieger drin. Es war wirklich so, als würde ich anstürzen. Die erste hat sich das Bergseil umgeschmissen, die zweite hat Schwimmwesten angezogen und die dritte hat Jeanshosen aufgeknüpft und hat sie schwarz angestrichen. Dann habe ich gesagt, du kannst ja nicht schwarz anstreichen, wenn wir anstürzen. Doch, doch, hat sie gesagt. Die Blackbox wird als erstes gesucht. So, und jetzt werden wir wenig Stanzen singen, weil zu lange darf man es auch nicht übertreiben. Ein Vorspiel, dass ich leichter reinkomme. Ja, heute, da wird's lustig, das kann man ruhig sagen. Und für das, weil ich schon so durstig bin, darf man bei der Herbst einmal ein Bier aufvertragen. Ja, weiß-blau oder das Hemd, ja, das ist ein Schmaus. Der man, ich hat's vor aller Kleidersammlung, ich hab da ein Tischdecken draus. Er hat seine Haare so verführerisch vorn aufgestellt. Ich hab mir schon gedacht, die schaut aus wie der Rindei, dass er mit auf die Hosen raufringt. Ja, wenn's kein Bier zusammentrinkst, die sagt er schon gleich, dann brauch ich kein Bier und darf's auch Wasser sein. Der Herbst, der kommt sehr langsam. Ich sag, dass dies hat sich rentiert. Da glaub ich auch, dass jeder Baum im Herbst braunblattlatt wird. Wenn mir einer ein Bier bringt, da ist noch nicht Schluss. Geh weiter, geh auf, verkriegst von mir einen Kuss. Ja, geh, du selber, ich sag das schon gleich. Das war nur der Bussi, das sage der gleich, in meinem richtigen Kuss ist die Zunge mit dabei. Ja, es darfst du schon weitersprechen, das war mal frei, aber geh mit der Schmuserei, ja, da packt dich der Neid. Ja, die sind dann auch, du bist kein richtiger Mann dabei, ja, ich komm da schon hinter mit meiner Schmuserei.
ich Prost trinke, ich sage in Gottes Namen, vielleicht bringen wir eine Stimmung jetzt mit einem Oktoberfest zusammen. Also da haben wir auch, gell? Die Winter mit die mit jetzt. Die Gläser! Da haben wir die Gläser! Und der Mitte, die ist auch noch ein wenig schmecklich, gell? Die Gläser! So, und 1, 2, 3, 4, einen Trinkspruch von mir. Ein junges Mädchen sitzt am Anger, sie ist im 7. Monat schwanger, sie weiß aber nicht von wem unangenehm. Ja, die zwei von der Auftaktgruppe, die passen zu Germany's Next Topmodel, genau. Aber wo werdet ihr landen bei Bauer sucht Frau? Ja, eine hat blonde Haare, die andere ist wie ein Christkindl, das darf man ruhig sagen. Wir haben erst Oktober, du hast die verflogen. Ja, gell, und die eine mit dem Christkindl locker, die hat Blusen vergessen, die sage dir gleich. Aber der Hausreiter hat gesagt, ich hat 2 Argumente, da sagt man viel Schienereien. Und der Bub sitzt da vom Herrn Herbst, ja, das tut er mir nicht lang. Geh vom Bussi mit dem Papa, tust der Mama nichts sagen. Ja, das ist halt ein richtiger Naturbursch. Der Mann ist nicht fad, aber mit deinen Haaren, du schaust aus, als hättest du heute Vormittag durch einen Kreisel heuer durchgedreht. Und die 2 Burschen nehmen der wegen Haargel, es wird gleich graus, das wenn es noch 20 für betreibt, dann schaut es auch wieder aus. Ja, da sitzt der Herr Fleischmann, den schaue ich mir an. Der Steger, wenn du den kannst, dann 50 geben, dann pflanzt er da ein paar mehr Haar an. Ja, gell, er ist auch ein Naturbursche, das muss man verstehen. Er hat Stiften, wo er wieder ein Bieserplatz und lassen sie nach Pony da stehen. Du bist der Playboy vom Tisch da, ja, gegrüßt seist du mir. Und wenn du dir mit gescheit rasieren darfst, dann schmusert ich mit dir. Hier käme ich näher, du schaust nämlich aus, eine Kreuzung zwischen Patrick Linden und Hansi Hinterseher. Und er hat einen Schnurrbart, das ist einmal leer. Du schaust aus wie ein Biber, aber der Schwanz gibt's nicht her. Und der Tom Swing hat schon von der Biogasanlage gesungen. Das ist kein Mal leer, aber ich war nicht so heiß. Das gibt die Heizkanone her. Ein richtiger Bayer bist gar nichts wieder, aber dein Kopf werden wir da unten dabei.
Wasserfrisur auch wieder. Ja, okay, also brauchst du da die Zipfel haben, das war beim mal leer. Dann kommst du zu mir und auf Wolfskugel noch nicht mehr das Gartenzwerg her. Ja, da haben meine Freunde aus dem Rottal, das habe ich schon gespannt, aber sie ist ein Weiß in die Remmel, die Stick umeinander. Sie hat 3 neue Gold gesehen, die sind in einem guten Verlauf. Auswärts ist Luft wie der Teufel und wenn Verwandtschaft gibt, macht es meine nicht mehr auf. Ja, gell, aber wenn ich sage, dass das sieht man ja gleich. Das ist eine ganze Frau im Wundermann und Fußballer auch mit dabei. Ja, bist du alleinstehend, das ist einmal leer, warum sagst du deine große, dicke Brieftaschen, wo so schön her? Und sie oder willst dir jungen Hals um mich, weiß, woran das liegt, damit man die Knutschflecken vom letzten Ausflug nicht sieht. Ist das da dein Mann? Geht dir nicht mehr ran? Jetzt gibt's dir der Bussi so gleich, weil die war eh schon ganz heiß. Hast das gesehen, wie der Angreifer tat? Aber schuld bist du nur du, weil du willst dich nicht stehen. Ja, okay, lustiges Gestanzen sind und die Leute gefällt's nicht schlecht, aber ich muss wieder aufhören, weil der andere auch noch dran kommen möchte. Ja, geil, lustig ist in Uldransberg, ich sag das durchaus. Und für das, dass der Tom Swing wieder so ein schönes Fest anzündet hat, kriegt er jetzt einen Sonderapplaus. Ja, okay, jetzt wird's interessant, jetzt gibt's einen ganz besonderen Schwung, weil jetzt sind die großen Laufschübe mit der Stuhl aber 40. Grüß euch, wo ihr seid da. Und ich habe fertig und ich habe ein Hemd und wenn ich meine Schnodderhapfel gefallen habe, dann klatscht es halt hinten. Ja, du bist ein wenig schöner, ja, du spielst dann sehr Mist. Vielleicht kannst du noch ein bisschen spielen, wenn du ein Puzzle hast von mir. Weil du mit dem Hauptrechner verbunden gewesen bist.
sich täglich ein. Brauchen wir doch Spaß. Tom Swing, wo sitzt denn? Wo ist denn? Da ist frei und narisch und der Tom hat jetzt extra für dich ein Lied gewünscht, hey? Speziell für dich. Und ist natürlich wirklich schön, dass du heute auch da bist, dass du sagst, da unterstütze ich natürlich den Tom. Extra keine Mühen gespart, gell? Und zu Fuß zum Auto gegangen und hergefahren, gell? Alles schnappt sich den ab und wir schunkeln gemeinsam. Als schönstes Mädchen war sie bekannt in unserem kleinen Dorf. Doch traurig schaute sie hinauf, wenn der Schnee in den Bergen schmolz. Denn da wusste sie genau, jetzt dauert es nicht mehr lang. Und zum Abschied schaute sie der Schäfer fragend an. Warum weinst du, kleine Christina? Deine Tränen tun mir so weh. Warum weinst du, kleine Christina? Komm und lach doch wieder mit mir. Ihr Liebster war der Schäfer und er gab ihr das Wort. Doch zog er jedes Frühjahr mit seiner Herde fort. Wachen hinauf zu seiner Alp, wo er den Sommer lang blieb. Doch nächstes Jahr, Christina, da darfst du mit mir mit. Warum meinst du, kleine Christina, deine Tränen tun mir so weh? Warum meinst du, kleine Christina, komm und lach doch wieder mit mir. Warum meinst du, kleine Christina, komm und lach doch wieder mit mir. Und vergesst noch einmal, du kleine Christina. Und alles mitklatschen, Männer, alle gemeinsam.
ich fast gesagt. Jetzt bin ich dran, also Gstanzlsänger Fips ist mein Name. Und bevor das ich anfange, dann wir was für Gurgel, also den bayerischen Gurgelschmiersong, ein Prosit der Gemütlichkeit, Musikanten, zurück so, auf geht's! Einen Trinkspruch, bist du hässlich und stinkst wie ein Schwein, hast dennoch ein schönes Weibelein, dann musst du der Chef von der Sparkasse sein. Prost. Für mich ein Glück. Liebe Bedienung, ich gebe dir jetzt das Lehrgut zurück. Fips, du wirst weitermachen jetzt der Bedienung. Ja, danke. Und bevor das ich mit Stanzelsinger anfange, möchte ich mich erst einmal genau vorstellen, wie ich bin und so. Also ich bin der Gstanzelsänger, Hochzeitslauter Fips. Ich bin jetzt schon 29 Jahre, Kind von Eck, das ist Neu-Roding. Ja, Schlosser Metallbauer bin ich als Beruf und Hobbylandwirt und eine Freundin halt keine. Ja, und wisst ihr, was schuld ist, dass ich keine Freundin mehr habe? Das Facebook. Facebook ist schuld, dass ich keine Freundin mehr habe, weil meine Freundin, die was ich damals gehabt habe, das war eine, alle 5 Minuten Facebook. Alle 5 Minuten hat die in Facebook nachgeschaut, was es Neues gibt. Ja, dann hat sie im Facebook was gesehen, da hat einer behauptet, dass man an den männlichen Zehennägeln erkennt man, ob der Mann ein Engerl ist oder ein Teiferl. Also sprich, hat der Mann mehr so kurze, weißliche Zehennägel, ist ein Engerl, oder hat er mehr so rötliche, längliche Zehennägel, dann ist ein Teiferl. Ja, oder so, weil mein Ex war, wollte meine Zehennägel auch gleich anschauen. Haben im Bett drin gehen, auf einmal sagt zu mir so, Fipsi, ich möchte mal deine Zehennägel sehen. Ich möchte sehen, ob du der Engerl bist oder ein Teiferl. Ja, dann habe ich gesagt, ja, wenn du meinst, schau nach, gut schaut's nach, klappt's Bettdecker so auf den, schaut's meine Zehennägel an, auf einmal wird's weiß, sagt so, mein Gott! Ja, dann ist mir leid geworden, dann habe ich gefragt, ja, was ist denn jetzt? Bin jetzt hier ein Engerl oder ein Teiferl? Hat sie gesagt, ein Drecksau bist. Ja, ich habe dann nicht mehr lang gehabt. Aber letzte Woche, da war ich in der Disco. In Cannes war ich in der Disco auf der Tanzfläche. Und da habe ich abgetanzt auf der Tanzfläche. Habe ich abgetanzt. Und auf einmal habe ich eine gesehen. Eine Blondine habe ich gesehen auf der Tanzfläche. Aber was für eine? 1,90 Meter groß, eine schöne Figur, ein schönes Gesicht. Hat man gedacht, den packt jetzt dankt, die schnauzt jetzt so. Bin ich hin zu ihr? Habe ich gesagt zu ihr? Habe ich gesagt zu ihr? Habe ich gesagt zu ihr? Grüß Gott, schöne Frau. Habe ich gesagt, grüß Gott, schöne Frau. Eine Frage, ich bin's der Gstanzlsänger Fips. Eine Frage, willst du mich heiraten? Ja, und ob sie es glaubt oder nicht,
die war nicht einmal so abgeneigt von mir. Da ist es jetzt so, auf die Hochzeit mit ihrer Blondine, mein Jack noch ein kleines bisschen warten, weil sie hat gesagt, dass ich der Letzte bin, den was heiraten darf. Ja. Und ja, ich bin ja normalerweise so als Hochzeitsleiter unterwegs und da war letztes Mal eine Hochzeit, aber eine Hochzeit wie im Bilderbuch. Also der Chor hat in der Kirche gesungen, das Brautpaar total verliebt am Traualtar vorn. Und der Pfarrer hat die Predigt, die Trauung einfach gemacht. Wunderschön romantisch. Und auf einmal ist in der Kirche der Boden aufgerissen. Flammen haben rausgekommen. Zischt hat's und blitzt hat's. Auf einmal war der Teufel in der Kirche drin. Der Teufel war in der Kirche drin. Alle Leute gleich außer vor lauter Angst, der Pfarrer auch. Außer ein 80-jähriger Mann ist seelenruhig in der Kirche drin hocken geblieben. Ja, dann ist der Teufel zu den alten Mann hin, hat er gesagt, hey du, weißt du, wer ich bin? Da sagt der alte Mann, ja, die kenne ich schon, die kenne ich ganz genau. Ja dann, hast du keine Angst vor mir? Sagt er, nein, weil ich bin seit 30 Jahren mit deiner Schwester verheiratet. Ja, einmal noch, dann geht's mit Gstanzl los und da war mal eine Frau. Die hat ein Problem gehabt. Ein ganz schlimmes Problem hat die gehabt. Die hat im Geschlechtsbereich hat die zwiefelt. Das war ein schlimmes Problem, weil die ja so geschmeckt hat sie keinen Freund gekriegt. Dann ist sie in eine Partnervermittlung gegangen, hat gesagt, Partnervermittlung ist aber der Freund, aber ein Freund, der was geruchsblind ist, weil ich hab da so ein Problem. Ja, Partnervermittlung, gleich nachgeschaut im Computer, ob sie so einen finden, ja, haben sie einen Geruchsblinden gefunden. Ja, dann haben sie gleich ein Date ausgemacht. Ein Date haben sie ausgemacht in der Pizzeria. Ja, haben sie sich gut unterhalten und dann haben sie noch heim zu ihr auf einen Kaffee. Haben sie auf die Couch rauf und unterm Unterhalten haben sie das Schmusen noch gefangen und ja, auf einmal haben sie sich ausgezogen. Und unterm Ausziehen fragt er sie, sagt er, hey du, kann das sein, dass du zweifelst? Dann sagt sie, ja schon, aber woher wussten du das? Ich hab gemeint, du schmeckst nix. Sagt er, schmeckt da nix, aber wir brennen Daumen so. So, und jetzt geht's mit Gstanzl los und eine gute Schmiersong nochmal. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Jeder nimmt sein Glas in den Tee. Auf geht's, Musikanten. Also in der Bierkind seid alle Trinker, drum hat's da keinen Schreck. Der Zapfhahn ist voll, drum saft's ist sein weg. Ja und wie im Toilettengang hab ich heute überhaupt kein Problem, weil mit meinen Stiefel hab ich das Zweikammer-System. Oder hat sie auch dieses Jahr ja wirklich rentiert. Es ist aber schön zum Anschauen, wenn man das sieht, wenn so ein junger Mann einfach so aus dem Leben gerissen wird. Und da ist der Kameramann, ja, das rentiert sie. In der Hand hat er die Kamera und im Sack hat er Batterie. Pass weil mit der Kameraladung ein bisschen auf, weil sonst hast du das mal leer. Jetzt verbrauchst du deinen Saft für die Kamera und später am Abend für deine Alte, dann hast du nichts mehr.
vielleicht einmal auch schon reinschauen. Mein das ist schon ein Freit. Grad da haben ja ganz schöne Leid. Ja, dieser Herr kriegt da sofort einen Applaus. Der, wenn er mal stirbt, der wird nicht beerdigt, den stopft als Wolperdinger aus. Ist die Frau, ja, das mag ich gleich fragen. Ja, das ist ein ganzer Zankfuhr, die hat schon 5 Westen angezogen. Also guter Mo, bitte so brav. Kuschelt dir mal ohne Tau diesen Eisblock da auf. Ja. So ein Roschmusen, das ist nicht so. Das fühlt sich an, als hätte er so Birschen im Mund. Sein Hofer haut dir was wohl wieder, oh Mann. Der schaut aus, als kann man davon Taliban. Und dieser Herr mit seinem gestreiften Outfit ist mir gleich ins Auge gestochen. Guter Mo hat sich vom Gefängnis ausgebrochen. Mein ich Monster nicht mies. Darf nicht interessieren, wie viel Kopfgeld auf der Nummer ist. Aber so ist ein wunderschöner Mo. Und wohl Kurschitz immer ja froh. Und hier der Weizer Chancen gekauft. Weil die Pullover hat er sich von der Welt gekauft. Und da sehe ich, dass sie eine Servette benutzt haben. Also sie kann kein Fuß auf links sehen, die ist sofort alles zusammen. Mal für dies, das wird ja saudumm. Dein Gesicht, wenn ihr mal nicht gefällt, dann wischst du auch noch rundherum. Mein Gott, das kennst mir schon gar. Die andere Seite, mein Mann auch nicht beschaut. Mein Kiss ist irrsinnig geteiert und ist zwar hat sich schon verheiert. Also wirkt ja Hur, du darfst mit ihm gehen, bloß ich, er ist wohl so kreislich und sie ist so schön. Ich bin ja nicht der Gescheiter, vielleicht bin ich ja so blöd. Ich hab wohl auch nicht gewusst, dass man wieder so einen kreislichen Pullover, dass man da in der Gstanzelsinger treffen hier geht. Wo wird da denn der Pullover da sein? Ist jetzt der vom Kick oder ist der von der Tschechei? Na, er kennt sich schon aus. Ist wohl noch für Kollektion vom Egelwert aus. Ist aber schon lang nicht mehr hin. Du sollst mal Gläser in den Dauernsack drin. Und er ist der schnellste Rollstuhlfahrer im Landkreis. Ja, da gibt's keine Frage. Der wenn auf der Autobahn loslegt, der zieht einen Kottettstreifen mit noch. Und sie ist ein Wurstschlot, das lässt mir keine Ruhe. Sie frisst und er schaut schön zu. Dass er mal ein Breckel kriegt, ich glaub, das nicht geklappt. Er hat den Schwurschelot schließlich
und sollte ja mit dem Wurstel und sein Vergnügen schon gehabt. Mein Kuchen noch anders ja sein. Wir schauen das so komisch ja rein. Mein das frage ich genau. Ist das dein Tochter oder ist das deine Frau? Anscheinend Mama, so fällt mir das ein. Also seine Mama hat er jederzeit dabei. Mami wird immer dabei sein, ja da gibt's keinen Streit. Ich glaub, der nimmt seine Mutter auch noch in Disco noch mit. Aber jetzt sehe ich dann wieder ab. Hab mich wieder und bin wieder da. Weil das gibt's mir ja. Und er kann mir auch schnell anschauen. Also gefährlich schaut dir schon rein. Also steh einmal auf, bist du bereit für eine Schlägerei? Aber ich drum Mannsbild, dass du wirklich sehen. Mit dem Raffineibernetti bin ich körperlich leicht unterlegen. Ja, das kannst mir glauben. Steht da und auf die Arbeit Moderator schauen. Ach so wollt's mir ein. Und auf dem Radio arbeitet kriegst du kein Fernsehen nicht ein. Aber ein Drum-Wandsbild, wenn wir sagen, dass wir da wirklich sehen. Ich glaub, den hab's freiers wie Lupa mit kein Blämer gehen. Auf Museum kannst wirklich zahlen, drum 1000-mal Dankeschön für schöne Nacht gespielt. So, Dankeschön, das war's von meiner Seite. Lieber Tom, Kind Vierer. Und wirst das Programm natürlich weitermachen. Ist halt ein schöner Abend. Danke. Lieber Christian, ich hab gesagt, freut mich, dass du Zeit hast, dass du gekommen bist. Immer wieder schön mit dir. Auch für den Christian, Stufe 1, Stufe 2. Für die zwei Damen habe ich noch lange nicht das Vergnügen, also eigentlich noch gar nicht so lange, weil mit Andreas, die habe ich in Schadorf kennengelernt, am Musikantentreffen und ich glaube seit 2 Jahren werden sie jetzt, oder? Seit 2 Jahren dürfen sie jetzt immer wieder begleiten. Freut mich, dass es euch Zeit genommen hat. Einen riesen Applaus schon mal vorab. Legen wir zuerst die Musikanten runter. Und dann, wenn es geschickt hat, darf es anfangen und ich halte mein Mic.
Pfeifern. Und jetzt erzähle ich Ihnen gleich mal einen kurzen Witz, aber wirklich nur einen ganz kurzen, weil wir sind auch zum Singen da. Zwei Frauen haben sich unterhalten, dann hat die eine gesagt, Mei, weißt, mein Mo ist mir auf die Zeiten gegangen. Dann hat die andere gesagt, na sei doch froh, und Mei haben sie jetzt bezogen gefunden. Dankeschön. Und es gibt ja mehrere solche Geschichten zwischen Mo und Frau. Und wir singen euch jetzt die Ausschnitt aus.
Da bin ich. Also hier ist mit Schmerzen. Da bin ich. Du sollst nicht umschauen zu mir. Da bin ich. Geh mal hier zu mir. Du bist der Haus und Lohr. Als mal noch eins sagen, ich mache einen Radio-Frühstück am Sonntag von 10 bis um 1. Und weißt du, wer da noch ist schon von mir? Der Renate, der Ref, der Fleischmann Hermann, Abraham Fips habe ich noch nicht gesehen. Wie schaut es denn da aus? Ja, ich bin jetzt eigentlich ganz überrascht, dass ihr euch nur noch hören willst. Und ja, wenn ich ja so freundlich gefragt werde, dann ich natürlich die Einladung gerne annehmen. Weil ja am Sonntagvormittag Radio-Frühstück. Wer ist eingeladen? Machen wir jetzt aus. Also nochmal zum Thema Taxi. Das Taxi macht an der Steger Hans, weil er darf da nicht zuerst die Elefanten rein. Ja, jetzt darf es schon Wamper der Hund da ich auch mehr aufhören. Können wir mehr aufhören, dass die kleinen Arme gesehen werden? Ich brauche nicht aufspielen, ich bin so oft aufgespielt. Dann lasst einfach die Videokassette zurücklaufen, dann wird ich auch aufgespielt. Jetzt habe ich etwas, bevor wir anfangen, in eigener Sache, vorne am Eingang steht die und zwar der Kaplan und der Pfarrer haben sie es einmal ausgemacht, dass sie zum Fischen gehen. Gesagt, getan, das haben wir uns da, haben sie am See rausgefallen, haben sie niedergesetzt, haben die Garten ausgerufen. Wir haben die Fische nicht gebissen. Sagt der Pfarrer nach einer Zeit, jetzt mache ich es wie der Jesus. Gehen schön übers Wasser aufs andere Ufer um mich. Hat er in den Himmel aufgeschaut, so war mir Gott hilft, hat er gesagt, und ist umgegangen. Jetzt war irgendwo, hat er einen Fisch noch einen anderen rausgezogen. Die ist da größer, die ist da schöner, ist er gewesen. Hat der Kaplan gesagt, ich mache auch um mich. Gesagt, getan, so war mir Gott helfe und ist umgegangen. Jetzt wäre er in der Mitte, wo ist er auf einmal gegangen. Plupp, 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 plupp. Ist er runtergegangen. Schaut der Pfarrer in den Himmel auf und sagt, sechst Herrgott, an Glauben heute dran, aber die Steine muss er nicht. Packen wir's, oder? Hat's geschickt, zweimal vorspielen. Dass so viele Leute gekommen sind, das ist ein Ding. Ein herzliches Grüß Gott sagt jetzt endlich auch einmal der Tom Swing. Lieber Rauschen, Tom, geh Vierer zu mir und nimm mir mein frische halbe Bier. Mein Arbeitskollege, ja, das ist schon ein Brauch, drum wird auch von dir mein Bierviertel für ein Brauch. Das ist der erste, weil es kapiert hat, ja, das singen wir schnell, weil normalerweise hätte ich es oft zu singen, mein. Soll ich eine kriegen? Ja, das war eine Freude. Dann trinken wir jetzt einmal ein Prosit der Gemütlichkeit. Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Das dümmste Tier auf Erden sollte einmal ein Affe werden. Doch das ging total daneben, denn der Mann begann zu leben. Prost!
Jetzt bin ich frisch gestärkt, ja, erfreut ist das schon. Drum geht's jetzt gleich wie frisch nochmal an. Ja, meine lieben Leute, bei euch zum Singen, das ist der Freit. Ich wünsch euch alles Gute, eine schöne Zeit. Ja, mein Lieber, da gibt's keinen Streit. Ihr klatscht jetzt alle in Takt oder mit, dann kommt der Stimmung rein. So muss das sein. Da sitzt der Bambi-Vater, ja, das sein ist ja nicht jung. Da kommt der hat doch heuer ein Rehrfest zu. Ja, gei, das ist der Schmaus, drum geben wir ihm jetzt einen Riesenapplaus. Denn im Oktober, da will das wieder raus. Ja, Franz Freit ist dies Jahr schon, weil der Hermann kommt doch später, sicherlich kein Nuno. Ja, geh, man darfst oder wen, den werden wir dann noch sehen, dann werden wir uns auch wieder mit lecker Weg. Zukünftiges Brautpaar, ja, sie tut dies auf ihre Zeit, das wird die nächste nutzen, für mich nach der Zeit. Ja, kein Arbeitskollegen hat das geschwind, ich so gesagt, dass das Quicksein stimmt. Ich glaub, dass das für mich auch gut nachgehen. Ich denk's auch mir in Gottes Namen, du bist jetzt einig, wenn du kommst jetzt heran. Ja, frei ist es so, dass du bei uns heut oder bist du, dass das hier von hast, ja, das freut mich ja noch. Ja, geh, das wird passieren, denn du den Doppel wird's ruinieren. Ja, geh, das ist dein Knast, der holt uns nicht aus. Seiner Freundin erbraucht, ja ist das Quiz halt schon, ja den und die freut auch.
Ja, das ist doch
Ja, ich denk mir's vielleicht schon, weil wenn du so zitterst, dann laufst du hier davon. Ja, das Gstanzl singen ist ja eine Familientradition. Das Gstanzl singen liegt in der Familie, das sag ich euch schon. Drum geh jetzt dann wieder runter, sag kann ich euch schon. Denn jetzt kommt's ein Gstanzl von meiner Mama verdrückt. Ja, das ist doch ein Schmaus. Überall, wo ich bin, da hilft sie mir raus. Ja, ich weiß, dass das stimmt. Ich glaub, die verkauft kein Fakt, ja, das sag ich euch geschwind. Sie tut selber Karten basteln, das sei sag ich schon. Braucht einer Karten für einen Anlass, kauft's dir rein nicht um. Ja, Mama, die wollte etwas auf Tradition und das sei ihr Sitz, da muss der Bockschanzel nicht schon. Ihr bleibt sitzen und jetzt ihr das Weg nicht gleich heimgehen. Jetzt hat sie ganz gesungen können, tut sie mir schweren, also darfst du ruhig lachen und brauchst da nicht klären. Das war's von meiner Seite, so schaut die Sache aus. Ich wende mich zurück mit einem Riesenapplaus. Dankeschön. Jetzt kommt's zum geistigen Fingerhageln, das habt so gespannt. Jetzt haben die drei Gstanzlsänger wieder einmal beieinander. Ja, geh, und dann filmst du den Bock gleich dann, du darfst dir mal rasieren, weil man sich sonst mit der Welt auf verwechseln kann. Und meine Renate, wenn man anschaut, die Pracht gibt's Windradl zum Fliegen, da müssen schon einmal ein gescheiter Bierschuss zum Windradl hinfliegen. Fibs, du weißt, die richtige Ampel, ich hast schon parat, weil bei jeder Teilrotsleibe auf der Kreuzung sagt, na heute jetzt haut der gleich Start. Sagt's nicht leider selber, der Tom Swing macht das gut. Jetzt kriegt da jeder mal gescheit in Tag für die zieht heute jeder sein Hut. Das war ein schönes Gstanzl, das sei sag ich dir. Und als Dankeschön kriegst du jetzt ein Bussi von mir. Das war ein schönes Bussi, das sei mir nicht blöd, aber jetzt mal der Song auf den Haxen steht mir nicht. Ja, gell, und ich sag, dass das sei ist nicht dumm.
Ausgang, den kannst du zum Gastzahlen einstellen, wenn der schmust, der hat einmal 2 Kuchen. Aber Tommy, du darfst doch nicht angreifen, weil Renate ist ein Otto seine Zuckermaus, hat er gesagt, er liebt dich über alles, die tauscht er niemals nicht aus. Ja, der Tom Swing hat ein Otto 15 Euro Bierzeichen gegeben, da muss er der Otto einen Tom Swing leicht loben. Hat der Otto gesagt, für die 15 Euro Bierzeichen kannst du leicht Renate heute haben. Von meinem Nachbarn bin ich schon 16 in der Landwirtschaft, so schaut das aus. Und die kann die Welt mir nicht gibt die Zeit mehr raus. Weil du nimmst als Coach meine Renate, ja, das hab ich eh gefühlt, weil die, wenn ich anschaue, die gibt Haufen Müll. Ja, wenn mir der Tom Swing am Milchstand einstreckt, dann wird die Gaudi dann groß, da kommt dann am Computer, das Alte ist zu groß. Das meinst du, Kind am Computer, das find ich nicht schön. Der Computer zahlt von dir höchstens BSE. Renate, das wär ein Drogendekolm, ist eine lustige Geschichte. Umeinander tatschen, da 2 Drogendekolm, die mir zum Keimen herrichten. Ja, und ich glaub, dass jeder, der herum jetzt erzirkt, die Droge, die Kolm hat links und rechts ein Stierkeiwe gekriegt. Wir sind mit Stierkeiwe, das wird jetzt aus Kraft. Bloß der Fips und ich haben das Pech, weil die Stierkeiwe werden verkauft. Mit der heiligen Drucken da, sag ich schon, du kannst den Stierkeiwe nichts mehr, ich bring ihn nicht an. Aber heute eine historische Wirtshaus-Deko, ja, das lässt man keinen Rau. Und zu der alten Deko, Renate, passt du hervorragend dazu. Ja, du meinst, du möchtest angeben, ja, du meinst, du hast einen Lauf, pass auf, ich häng dich dazu zu den Schnürhanswursten auf. Renate, das Gstanzl, das gefällt mir jetzt gut. Da passt der Fips wunderbar auf, weil der hat den gleichen Hut. Ja, mit den 2 Singern, das gefällt mir sehr gut, weil wer kein scheiß Gesicht hat, der braucht halt einen Hut. Ja, also der Renate, der kriegt einen Applaus und guter Otto, weil wolltest du mit der aus? Ja, ich bin in der Mauser, so schaut das aus. Drum hab ich einen Hut, weil mir 5 Federn schon aus. Ja, gell, er war ein guter Kicker, das sag ich dir schon.
Wenn er eine schöne hinfinden darf, dann fliegen wir am Federn davon. Aber mit Severne Hoch bekommst du niemals einen Schatz, weil die haben's wirklich geschiert beim alten Kanalratz. Wir dürfen's ruhig scheren, ja, das ist gar kein Fluch, weil ich bin nicht so wampert, weil du, weil ich passt dann überall durch. Das Zweihardsohle nicht wampert, ja, das hat seinen Sinn. Es schaut's aus wie Hungersnot, aber bei mir sagt man's, ich hab im Kühlschrank was drin. Mit der Renate möchte ich mal ins Dschungelcamp, ich denk mir's doch glatt, weil komm ich mal in der Hungersnot, dann wird ich wenigstens satt. Ja, wir zwar im Dschungelcamp, das wissen wir ja so. Ich glaub, wir haben ja schon im Dschungelcamp und der Aff, der steht da. Ist die heute in Klumbayr im Flughafen, da gelangt Security vor und bis oben an. Renate Meier, wenn durchgeht, der glauben sie es ja so. Das heißt Security und nicht Curity. Das ist wieder Graus. Das war wieder im Fremdwort, aber mit denen kennst du nicht aus. Englisch ist nicht seine Sprache, das tut tragisch sein. Drum, wenn er Englisch hat, blinkt's für einen deutschen Untertitel ein. Ja, Andreas Hastreiter, geh auf, weil du warst so süß. Aber das heißt auch noch nicht, dass die eine streitet beim Dimpelborisch zwischen die Füße. Also geh noch grad auf, von der Renate ist wirklich voll los, weil das ist kein Weihnachts, das ist ein Geschoss. Weil Andreas, du nie das gegangen, zieh aus und der Otto, der nimmt dann dein Mann mit nach Haus. Andreas, geh noch grad auf, das war nicht verdorben, weil von der Renate brauchst nicht frühsen, die hält dich schon warm. Ja, steh noch der Renate, steh ihr auf der Magen, im Winter gibt's Wirm und im Sommer Schatten. Und dann beim Fernsehgarten, die sagen da gleich, da warst du ein schönes Pflanzl und nicht der Strumpf verwurzeln sein. Ja, ich schau auf den Berg, ja, so schaut das aus. Und meine Frage ist jetzt, was für ein Telefonmasten schaut denn da raus? Ja, gell, und der Andreas, der darf mein Bergsteiger sein, der darf auf 3 Gipfeln und der darf da in Gletscherspalten rein. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen,
vorstellen, dass er mit dir was anfangen darf. Ich glaube, er lebt ab jetzt streng beim Zölibat. Wir sind demnächst in einem Musical. Ein Musical, das den Abend versüßt. Und wie heißt das Musical? Der Schöne und das Biest. Der Fips weiß nicht mehr weiter, so schaut das aus. Der Biest Schallplatten hängen geblieben, so schaut das aus. Ja, gell, und jetzt Fips muss wieder den Stanzl aus der Dauer, weil du kriegst kein Geld, nicht einmal für Stringe schauen. Was willst na du, Tommy, mit deinen langen Ohren? Du dirst den Herrgott heut noch danken, dass du kein Esel bist worden. Ja, meine langen Ohren, die sind ganz wunderbar. Hat einer zu mir gesagt, der hat auch lange Ohren, hat ich schon gesagt, ja. Ja, und Andreas wird schon zu was. Ja, so das Seilsopterie. Warum's, dass du so lange Ohren hast, dass du mich kommst um mich. Aber Renate, lieber Andi, hat nach dir jetzt Liebeskummer. Sie hat gesagt, sie will unbedingt deine Handynummer. Die habe ich schon lange, die hat er mir in Neuransberg schon vor 3 Jahren gesagt. Aber du hast Liebeskummer, ich hab die um die deine noch nicht gefragt. Was natürlich jetzt auch nicht die richtige, das muss der schon sagen. Und ich bin wirklich froh, dass du die um die meine traust da nicht fragen. Und Renate, die kriegt jetzt von mir einen gescheiten Applaus, denn so schaut das nächste Topmodel jetzt aus.